Na gut, gehen wir zum Korrektor. Wir mal frei machen. Da kann ich ihm nämlich auch die coole Rezeptur noch zeigen, die ich noch dabei habe. So, Herr König. Oh, ich fühle mich wie neugeboren. Seit ihr es, der mich vom Eis befreit hat. Ich danke euch. Herr Sand, ihr könnt doch nicht sehr lange unter Wasser aufhalten. Als Zeichen meines Dankes nehmt bitte diese Rüstung. Mit ihr könnt ihr nun auch unter Wasser atmen. Ja. Genau. Ja, dann machen wir uns doch gerade entsprechend. Werfen wir uns doch gerade entsprechend in die Schale. Sehr nett von Ihnen, Herr König. Weil ich hatte sie noch im Kopf gehabt, ich muss sie nämlich kaufen. Muss ich jetzt aber irgendwie gar nicht. Ja gut. Zeigen wir schnell die Rezeptur. Herr König, hat da noch etwas für Sie? Oh, das ist eine, Augentropfen. Nun, wir haben in jedem Fall die erforderlichen Zutaten dafür. Bringt diese Zutaten zum Labor am See. Dort werden die Augentropfen für euch zubereitet. Doch eilt, denn die Zutaten müssen frisch sein. Okay. Würdet ihr es schaffen, bevor sie verderben? Das wird eine Challenge. Der Glotzfrosch habe ich jetzt bekommen. Und der, ja, verdirbt, wenn er zu warm bekommt. Da muss ich schnell machen. Also, und das Labor am See kennen Sie vielleicht noch. Das ist ja dort am Hylia-See unten. Das recht spezielle, aber witzige Dings. Häusle. Dort, wo ich übrigens noch vergessen habe, als Herzteil zu holen. Und das holen wir jetzt aber schnell noch. Aber zuerst natürlich in der Glotzfrosch. Ja, okay. Das geht auch. Da übrigens, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich ein paar Mal musste Hyrule hin und her säckeln und rennen und reiten. Aber man kann... da kann ich gar nicht schwimmen. Man kann nicht Teleports benutzen, also Zeit beschleunigen und schon gar nicht mit den Liedern umreisen, schnell reisen. Das ist nicht erlaubt, dann kommt die Zeit gerade auf Null runter. Und ja, das ist ja nicht das, was ich will. Aber die 3 Minuten, also die 3 Minuten sind schon recht knapp, muss man sagen. Aber es müsste eigentlich machbar sein. Ich darf mich einfach nicht gross aufhalten lassen von anderen Sachen. Wenn ich mich jetzt recht besinne, habe ich... Ja, ich habe glaube ich noch recht Stress, ich kann jetzt gar nicht das andere Dings holen. Das Herzteil, das ich jetzt eigentlich noch wählen. Aber das kann ich ja dann, wenn ich Richtung Wassertempel gehe. Ah, das geht schon. Also, let's go. Los geht's und let's go wird los go. Gut, haben wir etwas Neues gefunden. Das ist das falsche Lied. Das ist das Richtige. Epona! Komm her! Wo ist sie? Da ist sie. Und jetzt gehen wir Arsch gut ziehen. Hey. Los! Das müsste eigentlich möglich sein. Links oder rechts vorbei? Ja, links vorbei. Geht schneller. Minute 20. Jetzt habe ich auf die Hälfte. Die Hälfte von der Strecke. Ja, das langt schon. Ich will mich jetzt einfach nicht so blöd, von blöden Hägeln aufhalten lassen. Los! Gut. Minute. Ja, und der nächste wird noch eine größere Challenge. Ich hoffe, dass in
mit der Zeit. Es wird nervig, wenn du nachher beides zweimal machen musst. So. Absteigen. Hopp. Ja, ich hätte sogar Zeit gehabt, zum Depot noch umdrehen. Und man soll ja immer abfahrbereit parkieren. Habe ich im Militär gelernt. Ah, Hallo, ja. ich gebe dir gerade direkt das Fröschli. Ah, ja, oh wow. Ich habe keinen Glatzfrosch mehr gesehen, seit das Reich vom Eis übertragen wurde. Diese Augen schmecken göttlich. Endlich kann ich mal wieder gebratene Augäpfel in Sahnesoße essen. Großartig, richte König Tore meinen Dank aus. Bitte? Was isst du? Du wirst das Augendopf vom Vigeron ist, dann habe ich außerordentlich schade. Setz du gleich sagen sollen. Tja. Aber ist sicher etwas Feines. Augäpfel mit Sahnesoße. Bitte sehr, ich meditiere ist nicht lange haltbar. Eile so schnell wie möglich zu den Geronen. Du bist ja noch jung und hast flinke Beine. Jupp, und ich habe Depona. Los. Gib ihm. Die grosse Challenge ist vor allem, dass ich... Warte mal, ne? Nein, ich kann nicht abkürzen. Die grosse Challenge ist vor allem, dass ich einen Grossteil vom Weg muss zu Fuß machen und gar nicht mit Depot nachher. Ja, und das macht es komplizierter. Also, hey. Steh nicht runter. Komm jetzt. Also ich muss jetzt einfach mal voll gut in Richtung Kakari kommen. Dann... Ja, aufsäckeln. Bergpfad drauf. Aber es lohnt sich, da ist ein Geist, einer von diesen Geistern, aber da kann ich jetzt nicht damit anfangen. I'm sorry, Ghost. Muss ich jetzt einfach mal ignorieren. Da können wir links noch rechts noch müssen. Jetzt weiß ich nicht, wie es ist mit der Zeit. Jetzt bin ich 4 Minuten. Ich sollte für 2 Minuten wahrscheinlich beim Tor oben sein. Sonst könnte es ein bisschen knapp werden. Vor allem, wenn nur die scheiß Wand muss draufklettern. Was ich mir jetzt zwar gerade überlege, ist, ob ich nicht schneller bin, wenn ich über Goronia, Darunia, Thronsaal, Vulkan gehe. Oder ob ich... Ja... Nein, ich gehe aussen rum. Die scheiß Wand draufklettern ist zwar ein bisschen Challenge, aber ich glaube, das sollte möglich sein. Die scheiß Wand dort mit denen, wo die Skulpturspinnen oben sind. Aber das muss machbar sein. Also, let's try this. Ja, wie geht es so knapp mit dem Tor, hä? Aber machbar. Los. Ja, ich würde sagen, das ist Timing. Das ist im Fall nur so eine Schätzung. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt mit diesen 2 Minuten. Ich hätte einfach so gedacht, das ist etwa so die Hälfte vom Weg oder nicht ganz. Nein, weniger natürlich, sonst würde ich es sogar so knapp nicht schaffen. Ja, Schildkröte, schon gut. Jetzt der Steig auf die Seite. Ja. Also auf die Seite, zu mir dazu. Der auch eher. Ja, geschafft. Oh shit, habe ich jetzt die Steine aus dem Weg geräumt? Mal. Oh ja, zum Glück. Ah ja, das habe ich eh müssen, jetzt habe ich gerade gedacht. Das habe ich müssen, als ich zum ersten Mal rauf bin. Durch Fee und so. Zum Glück. Sonst wäre es ein bisschen mühsam geworden.
Ja, dann hätte ich wirklich über Corona rein müssen. Das wäre wahrscheinlich auch gegangen, aber ein bisschen... Noch ein bisschen unangenehmer, noch ein bisschen mühsamer gewesen. Also, los. Ich glaube, der Vulkan sollte jetzt aber nicht mehr ausbrechen, wenigstens. Yep. Shit, eine Minute ist verdammt knapp noch, dort drauf, die Scheisswand. Vor allem, wie die blöden Skulpturen, die dort sind. Ja, shit. Ich muss jetzt einfach schnell machen. Ah, und da kommt noch so eine blöde Schildkratzgumpe. Ich hoffe, sie rührt mich gerade nicht irgendwie ab oder so. Ja, genau, da ist sie. So, hopp. Es ist verdammt knapp bemessen. Aber jetzt passen. Darum habe ich jetzt eben zuerst noch die hohen Spinneli weggeschossen, weil das wäre nicht das mühsamste, wenn du halb oben bist und dann nimmt die eins ins Visier. Ja, das kann es gar nochmal können. So, also wir müssen ja jetzt nicht mehr so viele Augen reiben, das tut nicht gut. Tülli denn? Du blinkst die Augentropfen. Du bist meine Rettung. Ich werde es gleich ausprobieren. Blub. Wo ist die Skulptur? Wo ist die Skulptur? Wow! Glaube ich, grandios. Ich kann wieder sehen. Endlich kann ich wieder spielen. Ja, nimm das und schau in ein paar Tagen wieder vorbei. Noch einige Tage, gut Dinge will, Weile habe, gedulde dich noch. Ich kann gerade unter das Dings suchen. Jetzt habe ich ein Zertifikat, eine Garantie bekommen, dass ich's, oder einen Gutschein eigentlich, dass ich es dann abholen kann. Perfekt. Hat er dafür... Nein, das Ding hat er nicht weggenommen. Nein. Das kaputte Scheissding. Also irgendwo... Irgendwo ist jetzt eine Skulptur. Ich keine Ahnung wo. Nee. Schräg. Anyway, ich muss ein paar Tage warten, also warten wir doch schnell ein paar Tage. Ah, jetzt hätte ich schnell warten bis am Morgen. Ah nein. Ich habe gemeint, jetzt habe ich genau eine Stunde übersprungen, aber jetzt habe ich doch einen ganzen einen halben Tag können überspringen so. Passt. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, sind das 3 Stunden. 3 Stunden, 3 Tage, wo ich muss warten. Also 5 bzw. 6 Mal Liedli spielen. Hymne der Sonne. Jetzt habe ich nicht mehr gezählt. Ich hätte eigentlich zählen, wie viel das ist. Ist das jetzt morgen 1, 2, das wäre eigentlich schon der 3. Morgen. Ich habe eine Frage dann, wie es aussieht. Jupp! Hey! Hallo, das habe ich gegen das Zertifikat eingetauscht. Was? Was? Was schnurrt er? Das habe ich gegen das... Nein, ich will das Zertifikat eintauschen. Hier ist er. Selbstverständlich. Ja, Allah. Das Bigeron-Schwert. Diese Klinge ist unzerbrechlich heim. Mal. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die in meinem Interface aussieht. Ja, aber genau gleich lang. Aber hehe. Das Ding ist verdammt geil. Hey, Bigeron, vielen Dank. Die kann ich sicher gut brauchen. Obwohl, ich muss noch natürlich sagen, eben...
Autsch. Gegen das Masterschwert, ja. Also rein vom Schaden her ist das Bigeron-Schwert besser. Weil es ist ein zweihandiges Schwert. Was den Nachteil hat, man kann nicht mehr blocken. Und teilt wahnsinnig viel Schaden aus. Doppelt so viel wie das Masterschwert. Aber eben ist halt, ja, es ist nicht das Masterschwert. Trotzdem ist es halt stärker. Also ich bevorzuge eigentlich schon das Schild, dass man ab und zu blocken kann und so, aber so bei gewissen Bosskämpfen, wo man froh ist, also wenn es schneller wird gehen, also wenn man froh ist, wenn man ein bisschen mehr Schaden kann austeilen kann, ist es natürlich die beste Alternative. Ja, gerade also bei nervigen gehen wir einfach zu viel, hey, komm jetzt, mach mal fertig. Dort ist es sehr, sehr angenehm. Das ist sehr, sehr angenehm. Also mir jetzt gerade überlegen, wenn ich jetzt... Was ich jetzt nicht mehr ganz sicher bin, was passiert, wenn man als erwachsener Link so viel... Okay, wir noch schnell. Wenn man als erwachsener Link so viel Rubin hat, ob der die auch übertragen als zum jungen Link oder nicht. Dass man das muss machen. Weil wenn das der Fall ist, dann würde ich nämlich schnell beim Bohnenverkäufer den Bohnenverkäufer schnell auskaufen. Ja, damit ich dann die irgendwann mal noch pflanzen kann. Weil eben, es gibt noch ein paar Herzteile, die noch cool wären, wenn wir die noch holen können. Zum Beispiel bei Dondongos Höhle vorne dran und so. Jetzt habe ich das Zertifikat immer noch. So das. Okay. Ich kann vielleicht nochmal ein Schwert holen. Nein. Ja, machen wir das schnell, schauen wir das schnell, ob es geht. Also wenn ich sehe, ich habe eh viel zu wenig Rubin, dann lasse ich es halt sein und mache nochmal den Zeitsprung zurück. Und mache mich richtig aufrichtig Hyliasee. Doch, kommt 479, also dann mache ich das nämlich. Gut, gibt es einen Schnellreis, was ich lohnen? Ich glaube nicht. Nein, bis dort auch noch nicht. Gut, also gehen wir schnell zu Fuß. Dann Liedli zurück, Liedli zum See und dann Hyliasee schnell rumforsten. Das reminds me. Go fischen, das könnte ich auch wieder mal. Weil jetzt als erwachsener Link sind dann nämlich auch die Fische entsprechend gewachsen. Jupp, das heisst... Ja, man kann dann aber noch grösseren Fang rausziehen. Und eine andere Belohnung dafür bekommen. Das ich noch machen. Gut. Also. Ja. So ist es eben. Wassertempel. Habe ich auch schon über einen Wassertempel geredet eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Falls nicht, sorry, also mich wiederholen und ja. Falls schon. Und falls nicht, ja, erzähl ich mal darüber. Es gibt mega viele, die daneben mega hassen, den Wassertempel. Im Internet und so gibt es alle möglichen Memes wegen Zelda, coolste Game ever, aber der Wassertempel ist einfach das Schlimmste überhaupt, keine Ahnung. Und wenn ich auch schon, ich habe es auch schon gesagt beim Waldtempel, also ich den Waldtempel fast weniger gut ausstellen als der Wassertempel. Ich finde den Wassertempel irgendwie einfach noch cool. Also man muss ein bisschen managen mit dem Wasser rauf und runter lassen. Wenn man dann mal etwas gemacht hat, also muss in Bedingung A muss stimmen, in Bedingung B irgendwie eine Kiste oder so, oder ein Gitter aufmachen oder so. Wasser muss dort entsetzt sein, damit man das und dieses machen kann. Es ist eine Art Timing-Sache auch. Ja, und so weiter. Und das kann ein bisschen frustrierend sein unter Umständen, aber also frustrierend, aber es ist auf dem her eigentlich noch recht coole Rätsel damit. Gehen, welche 40 Rubine, das Stück. Und das ist aber das mit den inflationären Preisen. Ja. Nächste
Gibt die tollen Wunderbsen. Wer sie nicht kauft, der wird es wirklich bereuen. 50 Rubine das Stück. Aber nur jetzt. Ja, ich weiß es nur jetzt ist, nachher sind es nämlich 60.